Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute will ich der Frage nachgehen, was heißt es heute, Menschen für den Glauben zu begeistern? Nun, es gibt einen großen Markt der Möglichkeiten. Menschen glauben recht unterschiedlich. Manche glauben, dass die Welt bald untergehen wird, wenn wir nicht endlich etwas gegen den Klimawandel tun. Andere glauben, dass es Aliens, also Außerirdische gibt, die um uns her sind, uns beobachten, kontrollieren. Es gibt Menschen, die glauben an den Einfluss des Mondes, auf das Wachstum der Pflanzen und Tiere. Und manche Menschen lassen sich die Haare nach dem Mondkalender schneiden. Es gibt Menschen, die glauben an die Kraft von homöopathischen Kügelchen. Andere haben Angst vor Funkstrahlungen und den Auswirkungen des Flugverkehrs mit dem ganzen Kerosinausstoß, der über uns erfolgt. Nun, ich will hier niemanden lächerlich machen, denn an jedem Glauben ist ja was dran. Und will auch keine Einstellung in Abrede stellen. Aber was ich glaube, hat immer eine Geschichte oder Tradition. Welche Folgen hat das, was ich glaube? Welche Wechselwirkungen sind zu verzeichnen? Wird mein Leben durch meinen Glauben in irgendeiner Form besser? Lebe ich befreiter oder glücklicher? Es gibt da einen Satz des Apostels Paulus, der mich durch seine pragmatische Art verblüfft. Prüfet alles, das Gute behaltet. Das ist ja so cool und einfach. Prüfet alles, das Gute behaltet. Ich kann den Glauben also auch prüfen, ausprobieren. Den Glauben an Gott, Glauben an Jesus. Wenn es nichts ist, dann. Aber wenn doch was dran ist, wenn da was dran ist, was dann? Wenn ich gefragt werde, ob ich an Gott glaube, dann antworte ich gerne in Bildern und Beispielen. Ja, Glauben kannst du lernen. Ja, richtig gehört, Glauben lernen, und da helfen viele mit. Die Eltern, die Großeltern, Familie allgemein, aber auch die Kirchengemeinde, manchmal, wenn wir eine Chance bekommen. Echter persönlicher Glaube ist und bleibt unteilbare Erfahrungssache. Mit dem Glauben ist es wie beim Schwimmen lernen. Am Anfang gehst du erstmal ins niedrige Wasser, so bis zum Knie. Du wirst mutiger und gehst bis zur Hüfte rein. Aber schwimmen lernen, theoretisch, das kann ich aber richtig schwimmen, erst im tiefen Wasser. Als meine Kinder schwimmen gelernt haben, war ich auch im Schwimmbad mit dabei. So nach und nach verlieren die Kleinen die Scheu vor dem Wasser und machen ihre Erfahrungen. Irgendwann kommen die ersten Schwimmzüge. Ja, da schluckst du auch mal Wasser und hustest. Ganz normal, das gehört dazu, aber du hast ein Ziel. Ich will schwimmen können. Gibt es das auch für den Glauben? Wäre so ein Glaubenskurs überhaupt nachgefragt? Wo lerne ich im übertragenen Sinne als Christ zu schwimmen im Blick auf meinen Glauben? Kindergarten, Kindergottesdienst, Religionsunterricht, Konfirmandenstunde, Jugendarbeit, so viele Möglichkeiten. Machen die Kinder und Jugendlichen heute Erfahrungen im Glauben, sodass sie spüren, ich bin getragen? Wie beim Schwimmen ist es auch beim Glauben. Erst, wenn du ins tiefe Wasser kommst, wenn du keinen festen Boden mehr unter den Füßen hast, dann spürst du, dass du getragen bist. Du musst nicht viel tun. Atme tief ein und spüre, wie das Wasser dich trägt. Genauso ist das auch beim Christsein. Das Atmen des Christenmenschen ist das Gebet, das innige Sprechen mit Gott. Tue ich das regelmäßig, werde ich ähnliche Erfahrungen machen, wie beim Schwimmen lernen. Der Glaube trägt mich. Also, hurtig ans Werk, Erfahrungen machen. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.